Ey, viel Spaß. Bis später. Ich stürze mich da rein. Moin, ich habe vor ein paar Wochen eine Nachricht von Worldwide Wohnzimmer bekommen. Das ist eine Nachricht von Worldwide Wohnzimmer. Beziehungsweise von Miguel. Beziehungsweise von Miguel. Miguel ist der Manager von WWW und hat mich Folgendes gefragt. Es gibt so einen Radiosender in Nordrhein-Westfalen, kennst du wahrscheinlich E1 Live. Da hat Felix Lobrecht schon seit einigen Monaten ein eigenes Format. Was kann ich für dich tun, Sir? Was hast du denn? Wir haben Eier an der Wände. Da hat aber vor einigen Wochen Dennis Felix Lobrecht geprankt und hat sich mit verstellter Stimme und mit falschem Namen gemeldet und hat ihn dann quasi verarscht. Und deswegen hat mich der Lobrecht jetzt vorgestern angeschrieben und der hat die Idee, dass ich eine fingierte Erkennst du den Song-Folge plane, wo ein Promi-Gast XY, in dem Falle fände ich das halt cool, wenn du das bist, und ein Wildcarder gegen Dennis antreten. Und der Wildcarder, vielleicht aber auch du als Promi-Gast, das müsste man dann mal überlegen, ihr habt einen Knopf im Ohr. Also der Plan war, dass ich als Promi bei Erkennst du den Song dabei bin, die Wildcarderin eigentlich ein Lockvogel ist und Felix Lobrecht im Ohr hat und zusammen pranken wir die Jungs von WWW. Und ich habe dann gesagt, ja, safe, da bin ich dabei. Also bin ich nach Köln gefahren. Guten Morgen, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog auf dem besten Kanal. Oder so. Ich bin mal wieder in Köln, das erkennt man an diesem Baum. Das ist ein Kölner Baum. Ja, ich muss schauspielen, ich kann das absolut nicht, aber ich bin sehr, sehr gespannt, ich bin sehr, sehr nervös, Digga. Es ist halt einfach Felix Lobrecht. Das ist eine Ikone in der Comedy-Branche. By the way, heute bin ich mal auf Physiotherapeut angelehnt. Handschuhe dürfen nicht fehlen. Es wird ein langer Tag. Ich freue mich sehr. Abfahrt. Also ging ich vom Hotel zum Studio von Worldwide Wohnzimmer und lernte dort die Crew und Felix Lobrecht kennen. Und dann kommen sie hin. Das wird wahrscheinlich so gegen 1 sein, wenn sie dann hier sind. Ich war dort und hatte keinen Plan. Aber immerhin war meine Komplizin vom Prank schon dort. Ich kenne ihn gar nicht, Alter. Ich weiß nicht, wer er ist. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Ich habe noch nie was von dir gehört und außerdem finde ich TikTok richtig scheiße. Ja gut, dann Boxkampf so in 2 Monaten. Tu sais parler français un peu? Oui, moi. Das ist mein einziger Satz, den ich kann. By the way, die Jungs hatten das ganze Studio mit Kameras und Mikrofon verkabelt und hinter dem Studio noch ein Studio gebaut. What the fuck? Aha. Aha. Und hier sitzt Felix. Der sieht also das ist die Sicht von Felix. Das hier ist Felix Lobrecht, wie er die Sicht von Felix Lobrecht hat. Nice. Eigentlich war alles ready, nur die Technik war noch nicht ganz so bereit. Ja, sie hört mich immer noch nicht so richtig geil. Nee. Das ist scheiße. Ich glaube, die Technik will noch nicht ganz so, wie sie soll. Aber ist es weird, wenn ich mir die Kamera ins Gesicht habe? Lass einfach abbrechen jetzt. Es lohnt sich nicht mehr, wirklich. Okay, Tschö. Die sind jetzt zuerst in die Straße gefahren, da haben die ihre Büros. Gehen jetzt kurz ins Büro und machen, glaube ich, wie die hatten gesagt, müssen noch irgendwie Thumbnail bauen oder so. Und dann kommen sie vom Büro aus gleich hier. Benny und Dennis sind angekommen und alles war bereit für den Prank. Komischer Hand. Aber natürlich so. Ey, viel Spaß. Bis später. Ich stürze mich da rein. Das fühlt sich an, als wäre so ein Film und ich gehe jetzt in diesen Film rein. Es geht los. Muss ehrlich sagen, bin ein bisschen nervös. Ich hoffe, das Ganze klappt. Ich muss jetzt einmal um den Block rumlaufen und dann gehe ich von vorne wieder bei den Twinnies rein. Und ab dann bin ich eigentlich ganz normal da. Ich muss ganz kurz überlegen, beim Schweizer Kreuz ist innen rot. Nee. Das ist weiß. Ja. Ich glaube, ich habe schon verschissen, ich sage ehrlich. Fanboy-Moment im eigenen Studio. Halt der Maul. Sind wir heute 2 Wildcardler oder was? Wer? Ja, da ist noch einer aus der Schweiz. Aber ich dachte, die sind bekannte Leute. Stellt euch bitte hinter die Podeste. Ja, was soll ich sagen? Der Prank war maximal unangenehm. Was war denn das für ein Spruch? Was? Er hat gesagt, dass du nicht arbeiten gehst. Was ist das? Nee, ernsthaft, hast du das gesagt? Ja, es war so ein Hä, Witz. ich habe studiert, Alter. Und was machst du? YouTube oder was? Ja. Ich finde das richtig scheiße gerade. Was soll denn das jetzt? Irgendwie ist das total bescheuert. Der ganze Prank ist auf dem Kanal von 1 Live. Link ist in der Beschreibung. Und vielen Dank an WWW für die Einladung zu Erkennst du den Song. Obwohl, apropos Musik, endlich ist es wieder soweit. Spotify Wrapped 2022 ist da und du kannst deiner ganzen Sippschaft zeigen,
wie viel Musik du hörst. Also so rein vom Ding her. Ja. Wenn ich jetzt vom IQ her das nicht weiß, dann, was ist dann Spotify Rap? Bei Spotify Rap zeigt dir Spotify interessante Statistiken über die Musik und Podcasts, die du im letzten Jahr gehört hast. Und für alle Leute, die es schon immer interessiert haben, mit was ich meine Trommelfälle beschalle, dann gucken wir jetzt mal bei mir rein. Ich habe zum Beispiel 40 verschiedene Genres entdeckt. Das sind jetzt nicht so spezielle Genres. Will nicht mehr bei dir sein, will lieber alleine sein. Diese Zahl ist für mich die wichtigste Zahl. Ich habe im letzten Jahr 43.000 Minuten Musik gehört. Ob ich abhängig bin? Man weiß es nicht. Du hast dieses Jahr 2541 KünstlerInnen gehört. Crazy. Man sieht zum Beispiel auch, welche Podcasts man am meisten gehört hat. Richard, wo erreiche ich dich heute? Ja, ich bin in meiner Kemenate. Verstehen nur Leute, die Lanz und Precht hören. Check auch du dein Spotify-Rap in der App. Teile es mit der ganzen Welt. Deine Oma will unbedingt wissen, was für Gangster-Rap du hörst. Und vielen Dank an Spotify für Sponsoren von diesem Video. Ganz kurzes Update. Das Video ist momentan Platz 2 in den Trends. Kannst du nachher sagen, dass das ein guter Witz war? Hallo, ich bin Adi, 23 Jahre alt, komme aus der Schweiz und die nicht erfolgreiche Version von Hazel Brugger. Das war ein guter Witz. Das weiß ich, das ist ein Army-Rapper, der noch nicht erschossen wurde. Und zwar Lil Pump mit Gucci Gang.